Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Brankic Cooks. Heute habe ich ein besonderes Rezept, das mich sehr an meine Kindheit erinnert. Da es uns meine Mama sehr oft zubereitet hat, weckt es in mir Kindheitserinnerungen. Ich mache eine Klukuscha mit Knoblauch. Also die Klukuscha besteht aus dem gleichen Teig wie Pfannkuchen, nur ohne Eier. Also ich mache den Teig, gieße ihn in ein Blech, backe ihn und zum Schluss begieße ich ihn mit Milch und Knoblauch. Wenn ihr die Zubereitung sehen wollt, dann bleibt einfach dran. Wie ihr sehen könnt, benötigen wir nur wenige Zutaten: Mehl, Wasser, Salz und Öl. Zuerst gebe ich Wasser zum Mehl und verrühre alles schön miteinander. Nun gebe ich noch Öl dazu und Salz auch noch nicht vergessen. Der Teig sollte ungefähr so sein, also ein wenig dickflüssiger. Nun können wir weitermachen. Ich nehme ein beöltes Blech und gebe den Teig hinein. Jetzt, wo alles schön verteilt wurde, können wir das Blech in den Ofen geben. Ich gebe das Blech in einen vorgeheizten Ofen auf 250 Grad, Ober- und Unterhitze. Und in der Zwischenzeit gebe ich Wasser in einen Topf und stelle den Ofen auf Maximal, also auf 9. Und lasse das Wasser aufkochen. Nachdem das Wasser angefangen hat zu kochen, gebe ich den klein geschnittenen Knoblauch hinein. Und ich lasse ihn gut durchkochen. Nach ungefähr 20 bis 30 Minuten ist sie fertig und ich nehme sie raus. Ich zerreiße sie mit der Hand . Passt nur auf, dass ihr euch nicht verbrennt, wie ich gerade eben. Und nun können wir sie mit der Milch und dem Knoblauch begießen. Nachdem der Knoblauch gut durchgekocht wurde, schütte ich mehr als das halbe vom Wasser und gebe Milch hinein. Salz kommt auch noch dazu und lasse es wieder aufkochen. Nachdem die Milch angefangen hat zu kochen, nehme ich sie vom Herd. Ich begieße sie mit der heißen Milch und dem Knoblauch.
lasse sie so für ungefähr 5 Minuten stehen. Und nun können wir sie bedienen und auch genießen. Hier ist sie, meine Klokuscha mit Knoblauch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und euch hat das Rezept gefallen. Bitte lasst ein Like, einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss!